Denn Herr Premierminister hat für Drohnen von einer Europhilie geschwärzt, die er schwer zu erkennen. Es gibt die Frist an Europa, an der Migrationskrise, an der Eurosituation. Auch über einer froh wie der Rechtsstaat, das haut schon ugeschwert gehen, an eng Wahlbeteiligung, wo knapp über 50% beim Europäischen Parlament als kein ganz starke Beweis für eine groß enthusiastische Stimmung. Denn Herr Staatsminister hat haut in der Chamber, wo in Auschwitz geschwert, nicht dat op Vorplätzen immer im Gemach. Aber ich meine, dass das nicht zur Diskussion steht. Hier auf jeden Fall nicht zu Lützeburg und nicht hier am Haus, dass den so etwas nicht mit der zulassen. Und dass wir alle gut hoffen und mitschaffen, dass das nicht mehr entsteht. Europa als Friedensprojekt steht nicht zur Diskussion, nicht hier am Land. Wir werden mal diskutieren, dass als wir in Europa hätten wir gern für dauerhaft so eine Friedensarchitektur auf unserem Kontinent zu ermöglichen. An der Föderalismus, wie wir in einem Blick gesehen, ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, für das Ziel zu erreichen. Ein Staat wie das Vereinigte Königreich wollte seine Souveränität zurück. Wenn man Europa ernst ausgestaltet hätte, wenn man vielleicht verschiedene Wünsche von hinten entgegenkommen wären, wäre es nicht zu dem Austritt kommen. Das ist auch eins durch die überdriven föderalistisch, den überdriven zentralistischen Ansatz, der riskiert, Europa futti zu machen. Wir denken, dass der Weg für eine dauerhaft akzeptierte Architektur, eine beständige Architektur in Europa, als für uns als RDR der Weg vom Europa von den Nationen. Lützeburg soll an Eisen nicht eine Erinnerung hersehen, nicht ein Bundesland von irgendetwas, nicht einfach ein Territoire, aber ein souveräner Staat bleiben, der in Europa seine Stimme behält. Das ist auch nicht, wie Herr Wieslert fährt, ein Ausdruck von Nationalismus an Europa. Mir echter, dass auf viele Plätze gesagt, dass der neue Patriotismus da ist, weil du so schnell Schlechtes aus, aber für allem auch viel Realismus. Aber wenn die Konferenz sur l'avenir de l'Europe mit Realismus gesagt, sowieso in der Kommission von Herrn Macron, von Madame Merkel und anderen envisagiert wird, da muss ich auch das realistisch gesehen, dass zwei Ziele verfolgt gehen. Das ist das Murcht von den kleinen Ländern, ob die mich groß zu verlehren. An der zwei Ziel aus dem Europäischen Parlament mehr Rechte zu gehen, durch eine Änderung von der elektoralen Legislation, sie mit dem europäischen Plan oder an den Nationalstaaten. Die Europäische Union seht, sie wäre demokratisch, gegen jede respektieren, ob es so was als immer eine andere Diskussion. Die Europäische Kommission hat den Auftrag als Gardien des Traités. Und sich einen ganz neutralen Auftrag, wir erkennen aber, dass sie auch hier eine politische Agenda immer mehr hat. Dass sie selber hier Interessen und Interessen von europäischen Institutionen will nur vordreiben, au dépend von den Positionen von den Memberstaaten. Das konkret sie geplant an den Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission sieht, dass ja auch die Aufhebung von einem legislativen Initiativrecht für das Europäische Parlament wird aber eine fundamentale Änderung wäre vom institutionellen Gleichgewicht an der Europäischen Union. Und ich will Kollegen von der CSV auch freuen, weil sie auch dafür, Herr Wiesler hat das ja auch gesagt. Was ging das dann heschen, das Initiativrecht vom Europäischen Parlament, zum Beispiel für das Siège von Lützeburg? Zum Beispiel für die Fiskalität. Ich meine, wenn ich mich gut erinnere, wo am Wahlprogramm der CSV für die Europawahl eine Disposition ähnlich wie bei den sozialistischen Kollegen, denn in die Stimmigkeit auf Fiskalfragen könnt überdenken. Wenn wir das Initiativrecht dem Europäischen Parlament gehen, da sind wir aber weit an eine Richtung, die unseren fundamentalen ökonomischen nationalen Interessen kann schützen. Los, der 9. Mai 1950 geht als Symboldatum geholt, 70 Jahre Deklaration Schuman. Und da müssen wir mal gucken, was an der Deklaration Schuman steht. Dass da wäre, ist das in Erinnerung zu rufen, wenn wir hier über Institutionen schwätzen. La haute autorité commune, c'est Herr Schuman, chargée du fonctionnement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées sur une base paritaire von den Staaten, also jedereen ist da dran, par le gouvernement, nicht das Europaparlament. Un président sera choisi d'un commun accord par les gouvernements, nicht durch Spitzenkandidaten. Die Leute, die sich in europäischen Deklarationen lesen lassen, von der Deklaration Schuman zum Beispiel, die werden eine Woche beraten, für zu lesen, was da dran steht. Wir sind damit d'accord. Und ich so nicht, es sind überzeugt, dass der DDR mit ihrer Politik mehr noch umgeht, von der Europäischen Union steht, wie die Gründungspappe sie wollten, wie verschiedene Leute von Haut, die sich auf diese Deklarationen berufen wollen. Die europäische Demokratie
das für Reis auch etwas verhecht, dass alle Memberstaat muss weiter können ein Wort mitschwätzen. Wenn wir hier gehen an mir soen, dat no Awohnerzull so dezidiert gehen, dann ist ein Staat wie Eise mit 600.000 Awohner komplett marginalisiert. Dat ass fir Eis kënnt dat net froh an e scheieren Highlight, die ein bisschen an die Richtung denken, an den verschiedenen Interventionen. Mit ass eng Schizophrenie. 4 Göster oder wie hat man eng Diskussion oder mün se immer rum. Zum Beispiel an der Brexit-Diskussion, wo Herr Barnier war. An ha am Parlament, wo man als praktisch allein sollen Jeune oder Ballal, wie zu so, wir müssen auch aufpassen, dass das Interessen als Finanzplatz bei denen Diskussionen respektiert gehen. Am mir gesagt, als nach Comics, wir wurden drin besucht, Machtspruchrecht von diesem Parlament. Mit der Lust mir doch nicht so merken bei der Diskussion über den Avenir de l'Europe, als wäre das doch immer nicht mehr wichtig. Weil wenn es darum geht, für als Interessen zu verteidigen, als Wohlstand, als soziales System, da sind wir ja auch daran interessiert, dass wir als Machtspruchrecht behalten, aber da Lust wir als konsequent sind. Wir als RDR sind als konsequent, wir gehen nicht ob Lützeburg sein Wort Matze schwätzen hört. Transnational löschten, sie haben Plätze am Europaparlament dafür reserviert. Das ist eine Illusion. Die Illusion besteht daran, dass es gegen ein europäisches Wahlvolk geht. Das geht nicht. Das Europäische Parlament als eine Assemblée parlamentär zusammengesetzt aus nationalen Delegationen. Das ist die Realität. Lässt fort. Viele Leute haben über den Rechtsstaat geschwärzt in Europa. Ja, es sind wir d'accord. Très bien. Mir werde ich da nicht verstehen. Werde ich nicht verstehen. Dass dieselben Parteien außer der RDR all dafür sind noch immer der Türkei Member von der Europäischen Union soll gehen, wenn sie sich über Polen und Ungarn abbrechen. Weißt du, es gibt eine Sache für Proportionalität. Und ich meine, wenn ihr Rechtsstaat schwätzt, dann gilt das für uns, für Polen, für Ungarn, auch für die Türkei. Ich so nicht merci.